Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa hier im DOC-Kanal. Wir sind diese Woche nach zu Brüssel gewesen. Das war eine relativ kurze Woche, wenn es den Feiertag. Wir haben alle 4 Wochen denke ich, so, wo die Gruppe, wo die EVP sich alle gut trifft, wo wir dann über die aktuellen Sujets diskutieren. Und da waren diese Wochen natürlich ein ganz paar Sujets, wie zum Beispiel als Meinung zum zu den Steuerfragen, Steuerdumping, all Steuergerechtigkeit, all die Sachen, aber auch zu der Migrationspolitik. Also die seht, hier sind aktuell Sujets im Mode de Jeu gewesen. Wir haben aber auch profitiert für die nächste Woche zu reden. Und das ist nur die Woche, wo die Mission ausgestrahlt wird. Das heißt, die Woche, wo wir zu Straßburg sind. Wir haben Straßburg am Anfang 4 beredet. Wir haben da ein paar Themen, wo ich auch darauf geschafft habe, die ich will mitbringen. Es sind natürlich ganz viele Themen diskutiert, gehen mit 3, 4 will ich mitbringen, wo ich auch konkret darauf geschafft habe. Das ist einerseits eine Direktive über die Sicherheit und Gesundheit auf der Arbeitsplatz für Frauen, die enceinte sind. Die ist schon bald 5 Jahre, wo wir darüber geschafft haben, wo wir darüber diskutiert haben, negoziert haben. Und das Parlament hat damals eine relativ ambitiöse Approche. Wir hätten gerne gehabt, da sind so viele gute Themen, aber innerhalb von diesen Themen ist es hauptsächlich um den Congé de Maternité gegangen. Der Congé de Maternité, den wir eigentlich im Moment 14 Wochen ist, wollten wir absetzen. Die Kommission hat vorgeschlagen auf 18, das Parlament wollte auf 20 Wochen gehen. Ganz ambitiös, wie gesagt, voll bezahlt. Und das ist natürlich gescheitert, weil der Conseil, weil die einzelnen Memberstaaten das nicht so gesehen, weil sie trotzdem große Depensen fährten an ihrem Sozialwesen. Und wie gesagt, da schon 4 Jahre eigentlich Stillstand ist, wo nichts geschieht. Das hat dazu geführt, dass die Kommission Jean-Claude Juncker, die das letzte Jahr angetreten ist, hat dann noch am Dezember gesagt, 2014 am Dezember gesagt, wenn der Conseil am Parlament sich demnächst nicht einig gehen, dann geben sie die Direktive zurück, die Proposition von der Direktive zurückziehen. Da sind wir bald 5 Monate spät und das ist dann noch wahrscheinlich der Fall. Also stellt das Parlament natürlich nächste Woche zu Straßburg, stellen wir die Frage, wie geht es dann auf hier? Wir wollen eigentlich, dass so sehr wie möglich eine neue Proposition von der Kommission können, für zu sagen, dass es aber trotzdem an dem Dossier etwas geschieht. Dass man gesehen hat, dass Volontät, auch wenn vielleicht das Kind nicht gerade so weit geht, mit Volontät aber trotzdem da ist, für etwas für Frauen zu machen, die enceinte sind, für Gesundheit, Sicherheit auf der Arbeitsplatz am Anklang zu bringen von der Maternität, das heißt, dass am Anfang da aber trotzdem etwas geschieht. Den Ausschuss für die Gleichstellung von Mann und Frau hat sich das dann auf den Weg gemacht, für zu sagen, eine Kommission interpelliert, für zu sagen, was geschieht, auch der Conseil interpelliert. Wir wissen aber, dass der Conseil seit 2011 gar nicht mehr auf dem Sujet geschafft hat. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Position hier im Parlament und wir fordern am Anfang die 2 Akteure, die Kommission und auch der Conseil raus, für dann endlich zu sagen, wie es so weitergeht. Weil das aber trotzdem ein extrem wichtiges Dossier, die Lützeburg vielleicht Männer betrifft, weil wir das schon haben. Wir haben die 20 Wochen schon, wir haben also Congé de Maternité den geregelt, dass auch wenn die neue Regierung will, ein bisschen da eine Änderung ranbringen, dann muss ich trotzdem sagen, dass wir weit über den europäischen Mindeststandards sind, die im Moment aktuell sind. Eine zweite Initiative, wo ich darauf geschafft habe und die ich auch will mitbringen, ist die Jugendbeschäftigung. Ihr wisst, dass wir die letzten 5 Jahre extrem Probleme hatten am Bereich von der Jugendbeschäftigung, Jugendarbeitslosigkeit, das ist etwas, was unheimlich zugeholt hat die letzten Jahre, besonders an den Ländern am Süden, wie zum Beispiel Spanien, Griechenland, Portugal, Italien. Für nicht die zu nennen, mehr aber auch zu Lützeburg, also aber auch schon nicht gerade so, auch wir leiden da an einem Prozentsatz, den aber trotzdem schon über 10%, was aber auch schon ganz substanziell ist. Und auch wir haben, wie gesagt, die Jugendgarantie, die am Anfang die Idee, die hier am Parlament zustande kommt, die hier geboren ist, wo wir am Anfang Kommission und Memberstaaten abgefordert haben,
op de Weg vun der Jugendgarantie ze goen. Och Lützeburg huet dat ëmgesät an huet mat engem relativ grosse Suse dat ëmgesät an eng ganz reich Jugendlichen Hunderten vu Jugendlichen hun awer op de man neier lo eng sinnvoll Beschäftigung von. Siewe deng Erbecht, siewe deng zusätzlich Ausbildung, siewe de Praktikum, et hecht all die Pisten huet ass ënner der Lützeburger Lützeburg am Fong awer schon agefoert ginn, wo einer Länder sech nach extrem schwéier doen. Fiwer extrem schwéier doen, mat dat huet der mat ze din, dat sech echtens mal schwéier gedoen fir die Programmen ranzubringen. Dat hecht Kommissioun an mir och mir wëllen do Programme gesinn, wat mat de Jugendliche soll geschéien, wat ze do vu Praktikum ubiden, wat ze do vu Formatioun ubiden nei Beruf, nei Jobs oder wat man awer vum Finanzement. Wir muss auch die ganze finanzieren. An du ass freizeitig vum Parlament 1 Milliard am Fong mat op de Wege geschickt, die wo gesot gin as ze Summe am Konseil gëttelo eng Signal gesät am Fong fir ze beweisen, dat da is eich dats dat man wëllen Appppes fir Jugenderberslosigkeit ma. Géint Jugenderberslosigkeit ma. Et is so, dat dat Kofinanzement, wie dat funktioniert, dat jo meeschtens so, dat die Länder dat muss vier finanzieren, de Programm hunn echtens, zweitens vier finanzieren, dann Kofinanzement vun der Europäische Union. An do ass eng Initiativ ha am Parlament gestart gin, Jugendbeschäftigungsinitiativ, wo wirklich lo gesot gin ass ma dat muss eng gewisse Prioritéit kreen, dat muss eng Urgenz kreen. Wir mussssen do méi séier de Länder entgéinkommen, wat Finanzement do belangt. An dat as so, dat echtens geht dat lo vielmi séier an zweitens kann ganz schnell bis zu 30% finanziert gin, sodat et net die langwierige Prozeduren am Fond muss durchläfen. An sind eigentlich ganz stolz op dat Parlament Kansaivrin soch mit Parlament awer ganz séier reagiert huet fir wie gesot die Jugendbeschäftigung awer och dat Finanzement wat dummer dat Summenhängt fir dat so séier wie méich op de Wee ze schicken. Et is so, dat auch ein drittes Sujet, dat natürlich die letzten Wochen am Maint komplett an der Aktualität ist, dat is gut so. Leider muss ich sagen, auf der einen Seite, dass es an der Aktualität ist. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass es gut so, dass es thematisiert wird. Und das ist Migration. Die ganze Flüchtlingsproblematik, die Ausmassen unhält, die ganz dramatisch sind, die ganz schrecklich sind, aber wo man wirklich alle zusammen müssen, so sehr wie möglich agieren. Das Parlament hat letzte schon zu Straßburg darüber nicht nur diskutiert, aber auch hier Meinung gesagt, Position bezogen, eine Resolution ausgeschafft, unanim unter den einzelnen Fraktionen. Und das ist eigentlich haut op den Tag, wo wir darauf werden, dass die Kommission hier vorschlagen möchte, wie das in Zukunft soll besser gehen, wie die Migration soll wie wir das so an den Griff kriegen. Es wird aber nicht so einfach sein. Es wird ein Sujet sein, den uns die nächsten Jahre wird beschäftigen. Die Leute, die laufen an den Ländern fort, weil da Kriege aus, weil sie hier Leben fährten, weil sie sich von Europa versprechen, zumindest mal an einer ersten Phase Sicherheit zu sein. In einer zweiten Phase natürlich auch Wohlstand an den Tisch Fuß zu fassen, die werden an der Gesellschaft an zu einer gewissen Sicherheit zu kommen an ihrem Leben. Das wir werden darauf, dass die Kommission, wie gesagt, proposen möchte, dass wir in der Richtung gehen, für das ein Kurzlage vorhat, wo die einzelnen Memberstaaten sich müssen verpflichten, eine ganze Partie der Flüchtlinge abzuholen. Das wird aber, wie gesagt, scheitern in ein paar Ländern. Und da sind wir gespannt, wie die Kommission sich dann bewegt, was dann, wie gesagt, haut auf den Tisch kommt. Direktiv Permis de Travail soll neu gemerkt gehen, Direktiv Carte Bleue, ihr wisst, dass du qualifiziert Berufer über den Carte Bleue sollen abgeholt gehen an den einzelnen Memberstaaten. Alles das wird auf den List kommen, alles das sind wir gespannt. Du kannst dich da mehr darüber erzählen die nächste Kehr. Das auch noch zu Straßburg nächste Woche Sujet über Geldwäsche, das heißt alles, was mit Terrorismusfinanzierung zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, mit Transparenz, über den Transfer von Fonds an die Firmen, auch darüber werden wir diskutieren. Und natürlich auch über die berühmten Mineralien, das heißt, wenn wir in Afrika Mineralien, Ressourcen rausholen, was man der WDW verlebt, was man da geschieht, die Konfliktsituationen, und das möglicherweise die Gewinner falsch könnt, aber nutzt wird für manche Waffen zu kaufen, für manche Bürgerkrieg zu feiern. Alles das werde ich dann nächste Woche erzählen, wenn wir zu Straßburg darüber debattiert und wenn wir darüber aufgestimmt. Merci für das Zuhören, bis die nächste Woche.